Moin, das kann man nicht, was der Bauer nicht kennt. An Haut geht Weidenröschen-Tacos. Dafür holen wir die schönen Knospen. Das sind immens gut gemäß. Die Knospen von den Weidenröschen bleiben selber an die Jungblätter. Solange wie sie noch zart sind, können wir ganz gut holen. Hier haben wir als Tacos dran. Als Füllung machen wir Bohnen. Die stehen heute schon auf. Die sind umgegangen mit Brutschelle. Die hat man gestorben da gewischt. So, wie das dann so schön die typisch Taco-Schiffersche geht, machen wir es einfach so am Schossen an der Form und einsteigt die Arme. Und die Fleisch ein bisschen an der Schäfchen, dass ein bisschen knusprig gehen. Für die Füllung braucht man noch ein bisschen frisch Gemüse. Ich denke, schön rot Öl. Und ein paar Rotrommeln, also aus dem Wöllegart. Die lassen ich rein drüber. Über den Taco kann natürlich auch, wenn ich keine Frühjahrszwiebel habe, Koriander kommen oder frische Peterselie. Alles passt. So. Rühren wir das Rotrommelchen. Grings können wir haben, für ihre Besalmisch zu kochen. Grings von Rotrommeln ist ganz lecker angebraten. In der Pan mit ein bisschen knöbelig. Das macht das super. Die Fleisch in unserem Zeitspurapparat. So sind knöbelig. Die haben wir klein. Hier ist Bohnenfüllung. Brüten wir nur die knöbelig an. Dabei kommt Grings von der Weidenröschen. Als Gu ist ganz wichtig, den Kreuzkümmel. Und dabei können wir Tomaten nehmen. So, bei Tomaten kommt Salz. Pfeffer. Und als Bohnen holen wir Wasser, Kochwasser rüber. Und dann darf das 5 Minuten kascheln. Schacke ganz klein, und wird hier nur drüber gestreht, an dem den es scharf hat, wird es so viel wie es gerne hat. In der Füllung wollen wir so matt wie möglich Flüssigkeit matt. Und dann kommt Zwiebelchen, den Heiken noch Chili und Lehen. Weidenröschen. So, Trommeln. Veganer Parmesan und Mandeln an Hanf. Und Kublinmasche. So, voilà. Rein.